mat traurer Bestierzung mit dem moien Heieren, dat Russland eng gros militärsche Operation gegen d'Ukraine lancéiert huet. Das ass een opene Bruch vom internationale Recht an gëtt als Überzeugung no keng Rechtfertigung dofir. Du willst verurteile mir den Akt vor Gewalt, aber wir müssen der Regierung zu Moskau weisen, dass wir so Handlungen nicht akzeptieren. Allo gilt eine Reihe von Maßnahmen kurzfristig zu holen. Der Schutz von den NATO-Staaten wie auch von Finnland, Schweden und anderen neutralen EU-Staaten als wir uns nicht verhandelbar. Wir verstehen die Nervosität, die an diesen Ländern ist, aber wir müssen ihnen garantieren, dass wir am Fall von einem Angriff gegen sie als Beistandsverpflichtungen holen. Wir müssen an dem Zusammenhang auch über die weltweiten Implikationen von der Situation in der Ukraine nachdenken. Wenn wir nicht stark und konsequent reagieren, könnten andere an dieser Attacke einen Präzedenzfall mengen zu gesehen, den es hindern, nicht erlauben, Sicherheit von ihren Nachbarn vorzubringen. Ich denke da auch unter Raum vom Pazifik. Viele Opfer vom Krieg an der Ukraine sind Zivilisten. Viele von ihnen werden die umkämpfte Regionen verlassen. Da der proposiert, dass wo es nötig ist, mir so Leute bei uns Schutz geben. Wir sind bereit, in dieser Situation auch über die strengen Regeln vom Kriegs- und vom Asylrecht herauszugehen und als Tieren optimal für Leute, die aus Kriegsregionen an der Ukraine zu Lützeburg Hilfe sichern, wie ihnen Schutz zu geben, solange sie die brauchen. Da der proposiert außerdem, dass wir da, wo es nötig ist, ein großzügig humanitär Hilfe leisten. Gegenüber denen, die den Bruch vom Völkerrecht zu verantworten haben, müssen wir Sanktionen holen. Sanktionen müssen aber die schuldig treffen und nicht die unschuldig. Wir wissen, dass so Sanktionen, Sanktionen, die dann auch kommen, auch eine Reihe von negative Konsequenzen auf das eigene Land mit sich bringen. Die Situation in der Ukraine verlangt übrigens auch Opfer von Lützeburg. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir kriegen verstärkt ökonomisch, finanziell und energiepolitisch Probleme. Die Probleme müssen wir solidarisch umgehen. Wir müssen als Land und als Gesellschaft mehr krisenresistent machen und dabei auch eine mehr unabhängige und zuverlässige Energieversorgung aufbauen. Mit die ersten Opfer von einem Krieg sind immer die Menschlichkeit, die Vernunft und die Vorrecht. Wir plädieren übrigens dafür gegenüber Russland und der Ukraine, dass Kriegsrecht angehalten wird, dass es nicht zu unmenschlichen Aktionen kommt und dass die zwei Seiten sich so sehr wie möglich um einen Waffenstillstand bemühen. Wir kennen das Risiko für das Vorrecht. Wir fühlen uns der Vorrecht verpflichtet und wir sollen keine Propaganda unterstützen, egal wo wir seid. Wir uns immer darum bemühen, eine möglichst objektive Analyse von der Situation zu machen. Wir wollen auch in dieser Situation weder die Vernunft noch Leben zum Frieden opfern. So wichtig jedoch ist, einer Aggression entgegenzutreten und dass das in dieser Situation unumgänglich ist, so wichtig ist es aber auch daran zu denken, dass man diplomatische Lösungen möglich lassen und auch langfristig entwickeln. Wohin der Konflikt uns führt, wissen wir noch nicht. Das hängt auch davon ab, wie lange es dauert und welche Ziele für Russland konkret werden sind. Kommen wir an eine neue Obrüstungsspirale, welche Implikationen hat der Krieg an der Ukraine auf die Europäische Union, wie stark leidet als Ökonomie in diesen Entwicklungen, und wie soll das Verhältnis zu Russland und zu der Ukraine langfristig aussehen? Wie eine Sicherheitsarchitektur als für unseren Kontinent noch möglich? Heute sind wir an einer akuten Krise und wir müssen die prioritär gerieren. Wir müssen uns solidarisch mit einem Land weisen, das angegriffen wird, soweit wie es eben in dieser Situation möglich ist. Menschen an der Ukraine brauchen uns Hilfe und wir müssen ihnen Hilfe geben. Es gilt aber auch, für in den nächsten Jahren Großleistungen an der Diplomatie zu bringen. Wir halten als ADR dem Ziel fest, dass Europa ein Kontinent ohne Hass auf dem Frieden sein, auf dem alle Europäer sich sicher fühlen. So nicht merci. Merci vielmals, Herr Kartheiser.